Talk it like Loose D. Ja, in dem Fall. Ladies Meine and Damen und Gentlemen, Einmal poppin'? Yeah, we are back. Wir sind back. What Wir back? sind back. Grüezi miteinander. Ihr hört uns Hello, genau. hello. Was hört ihr? Was sind ihr am hören? LUZ. Epsilon. Stadion Moderatoren. Welcome back to Lose D. Das ist immer mein Liebling. Eigentlich können wir den Podcast jedes Mal nach dem Ich schwöre, abbrechen. ehrlich schon, das war Wir hypen alle Leute auf und nachher ist fertig. ist schon 1 Minute. Aber die Reaktion ist immer sehr amüsant von den Gästen, die immer da sind. Irgendwann mir gesagt, irgendwann machen wir so eine Compilation, weißt du, so mit allen Gesichtsausdrücken, wie sie reagieren. Ja, ich schwöre, immer so, ja, probiert zu Weißt, verstecken. mittlerweile haben wir, ist jetzt Pech, dass du hast schon mal gesehen, die ersten drei, Ja. die ersten drei für Episoden haben die Leute das gar noch nicht Ja, gewusst, das wie das sein wird. Aber ich glaube, live. Das musst du erleben. Das ist so geil. Ladies and Gentlemen, wir begrüßen ganz herzlich wie immer einen Gast. Ich würde sagen, ein riesiger Applaus. Wenn ihr jetzt im Auto sind, auf dem Sofa, in der Küche am Kochen, in der Badwanne, bitte einen Applaus für den Manu Gomez. Ja! Yes, baby. Motivationsspeaker, Trainer. And. Ja? Und was? And a nice human being. Können wir das noch dezent Absolut. Danke. Hey, Danke Manu. vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Hey, sehr gerne. Danke euch für Danke die dir Einladung. viel mal. Ich Wirklich. bin nur We appreciate gekommen, das. ich bin nur gekommen wegen dem Start. Jetzt hat sich schon gelohnt. Das ist die kürzeste Episode all time. Schön, dass ihr zugelassen. Danke noch vielmals. Also, Damen und Herren, das muss man erleben. Geil. Hey, muss man erleben. wir sind jetzt mega lang schon dran am Reden, Voll. ohne dich überhaupt mal zu vorstellen. Hey, darf man dich fragen, wer bist du, was machst du, Manu? Sehr gerne. Ja, eben, mein Name ist schon gesagt, Manuel Gomez, bin 1,85 groß. Schuhgröße wäre noch relativ wichtig. Ja, ja, auch gut. Nein, das ist so schön. Nein, Das war schön. nein. Ja, wie du schon gesagt hast, Manuel Gomez, bin 36 Jahre jung. Jung, ja, Genau. Jung, bin Potenzialschmiede, das heisst, ich helfe oder unterstütze Unternehmungen wie auch Privatpersonen, ihr Potenzial, das in ihnen steckt, zu entfachen, zu entdecken, zu optimieren, damit sie noch mehr erreichen können, ob eben persönlich oder auch für Unternehmungen. Das ist meine pure Leidenschaft, die ich tagtäglich ausleben darf. Genau, das Aber ist wir so haben- viel zu mir, ganz kurz. Wir haben mega Freude, dass, also es geht ja eigentlich bei uns im Podcast um genau das Thema und du bist unser erster Speaker, eigentlich, wo wir Also da haben. eigentlich, wir haben jetzt eigentlich Angst, dass in den Kommentaren nach der Episode Ja, dass Leute sagen, dass wir noch nicht von dir lustig hören, nicht mehr von uns zwei. Das ist so ein bisschen... Alles klar, das ist unmöglich. Aber Das ist unmöglich. nein, ganz Ich wichtig. wollte euch hören. Ja. Es ist ja, eigentlich ist das genau, Ja, ja. Ist das genau das Wunderschöne, wenn man jemanden Genau, begrüßen darf, absolut. wo Mehr Freude. durch seine Passion, durch seine Leidenschaft sein Leben kann finanzieren kann, Ja. wo kann im Leben stehen, durch seine eigene Passion, die er noch gerne macht. Das ist Darum so. ist es eine riesengroße Ehre für uns, dass du jetzt heute da bist. Danke Freut's vielmals. auch. Wie lang machst du das schon? Ich mache das jetzt 4 Jahre. Also, ich habe das früher in meinem ersten Unternehmen habe ich das dürfen ausführen, einfach in einem Bereich, spezifisch in einem Bereich. Aber jetzt so in der Form, wie ich es jetzt mache, für verschiedene Unternehmungen, also egal aus welcher Branche, und auch Privatpersonen, das seit 4 Jahren. Erzähl mal, Manu, wie bist du zu dem gekommen, dass du andere Leute kannst inspirieren, motivieren? Wie ist es zu der gekommen? Erzähl mal von früher, erzähl mal, wo du aufgewachsen bist. Wie ist dir die Idee gekommen, dass du das überhaupt machen willst? Ja, das ist eine spannende Frage. Wie ist es dazu gekommen? Ich sage im Allgemeinen, dass das, was wir machen im Leben, beruflich oder allgemein im Privaten, hat immer einen Ursprung in der Vergangenheit mit etwas, wo wir erlebt haben, wo uns prägt. Genau. Und durch das wir das heute auf eine Art und Weise ausführen, leider sehr viele Menschen nicht so das dazu führt, dass sie ihre Passion führen, egal jetzt ob beruflich oder privat. Bei mir hat es sich damit zu tun, dass ich mit 9 in die Schweiz einwandern
Also dürfen, müssen. Einfach mitkommen. Nicht müssen. Ich tu mal jetzt frech spekulieren, du bist jetzt selber da nicht, du bist jetzt selber da. Genau. Das, was müssen. Nein, ich bin froh darüber. Und es sind sicher die verschiedenen Herausforderungen, wo ich hatte als Kind. Wenn du bist 9, kommst du in die Schweiz und bist halt von Anfang an der Aussenseiter. Ja. Das Übliche. Wann bist du denn gekommen? Aufgewachsen bin ich in Zarbig, also Zarburg. Im Aarburg. Aargau, genau. Represent Aarburg, Genau. yeah. Für die 2 Leute, die wissen, wo Ja, das ist. genau. Ist sicher. Ich habe gedacht, das ist vielleicht irgendwo hinter Braga hin oder so. Erbigo, dort hinten. Ja, cool, okay. Dort habe ich aufwachsen und halt, gell, kommst du in die Schweiz, bist Aussenseiter, niemand kennt dich, so wie Kinder sind, verspottet dich zuerst, bist du Aussenseiter, dann wirst du verschlagen und dann irgendwann musst du einen verschlagen, damit du angesehen wirst. Und ich sage jetzt mal, lauter so kleine Herausforderungen, die ich als Kind wo sich irgendwo durch in dir etwas auslöst, wo aber du in dem Moment noch nicht kannst wahrnehmen, Noch nicht oder definieren. noch nicht definieren. Und habe immer die jungen Jahre mich schon gefragt, hey, es muss doch ein besseres Leben geben, es muss doch möglich sein, erfolgreicher zu werden, glücklicher zu werden. Ich habe immer die verschiedenen Arten von Menschen beobachtet, Familien, die sehr schwieriger hatten, also Arbeiterfamilien, wie meine Eltern sind. Wiederum Familien, die sich mehr leisten können, die reisen sind, die in die Schule sind und erzählt haben, wie schön haben in den Ferien und zu Weihnachten ganz viele Geschenke bekommen haben. Und dann bist du dort und sagst, okay, warum ich nicht? Ja, und das sind alles so Sachen, die dazu geführt haben, dass ich mich immer gefragt habe, hey, es ist doch möglich. Es muss doch möglich sein, dass ich das auch kann. Habe dann eine Lehre gemacht, kaufmännisch, bei der Milfrey. Wirklich tolle Lehre, die ich absolvieren durfte. Aber trotzdem habe ich die Menschen beobachtet und gesagt, hey, das ist nicht abwertend betrachtet, gar nicht. Wunderbare Menschen, aber mir gesagt haben, hey, ich will nicht so enden mit 40, Kannst dich nicht mit dem identifizieren, richtig? Ja. Aber hast du dich schon in dieser Zeit mit Persönlichkeitsentwicklung befasst? Oder? Nein, gar nicht, ja. wirklich nicht. Du wusstest, irgendetwas ist da, aber noch nicht genau gewusst. Ja. Sicher, gell, halt die Vorbilder, die du hast. Ja? Genau. Im Fußball, Vorbilder, die du hast. Dazu muss der Beckham, der Figo und. Du sagst jetzt Ronaldo. Ja, das Eine Generation früher. Figo, Deco, Rui Costa, das ist so die. Ja. Und klar, hat es dich irgendwo geprägt, ja, halt, und hast dir gewünscht, dass ein Beckham wirst, oder? Ja. Also so kannst du leben. Und das hat auch dazu geführt, dass wir die Frage gestellt haben. Aber nie mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt, gar nicht. Und das ist auch relativ früh, weißt, wenn du sogar so in der Lehre sagst. ja, 16, 17. Das ist schon vorbildlich, wenn das jemand dort schon macht. ja, Also, absolut. das ist schön, aber das ist schon selten der Fall. Das ist sehr selten, das ist so. Und da habe ich halt in der Lehre irgendwie eingegeben, hey, Nebenjob. Ja, ich habe die Lehre gemacht, aber einen Nebenjob gesucht. Wie kann ich Nebenjob... In der Lehre schon? In der Lehre schon, ja. Du hast einen hungrig gewesen. Richtig von der Arbeiterfamilie. Ja, gesagt, so bin ich ja geprägt worden vom Vater. Ja. Genau, das ist wirklich so. Ich glaube, seit 12 hat er mich gezwungen, müssen arbeiten in der Ferien. Also ich habe in der Ferien nicht einfach die Heim chillen, sondern ich habe Was hast du arbeiten. Bei alles Mögliche. Er war Gärtner, also ich musste mit ihm im Garten, ich habe bei Schulhaus putzen, bei Fabriken arbeiten, Schichten, also alles Mögliche. Vor allem in Portugies mit 12 ist schon ein Bart, niemand weiß. Einfach geil. dort, ich meine, das ist 33. Sieht gleich aus als Mit wie... Arbeitsvertrag dabei. Hey, das sind so, als wäre ich so behaart. Hey, du mich behaart darstellen. Aber heutzutage gibt es Techniker, dass man das... Genau, dass wir das... Genau, und halt, eben, in der Lehre nebenbei, also habe ich gesucht und dann habe ich etwas gefunden mit Schönheits- und Ernährungsprodukten. Habe mich dort angemeldet, habe dann probiert, die Produkte zu verkaufen. Aber nach 1-2 Monaten irgendwie hat es mir nicht gefallen. Ja. Habe dann aufgehört damit. Dann habe ich weitergesucht. Habe ich Schmuck verkauft, Tür zu Tür. Okay. Also Classic, wie man so ja, wirklich, aus den Filmen kennt, aber Leute genau, Leute, grüezi. Und habe probiert dann so einen Schmuckkoffer, einen riesen Schmuckkoffer. Habe gemerkt, hey, nein, der Erfolgsquote ist klein. Habe ich von Schmuckpartys organisieren mit älteren Frauen.
Schmuckpartys. Ich bin froh, hast Schmuckpartys gesagt. Schnell, Schmuckpartys. Hey, was sind da für Gedanken? Schmuck, es ist wirklich Schmuck in den Koffer, okay. nicht anders. Ja, absolut. Ja, ich weiß nicht, was ihr da denkt. Wirklich, ja, Schmuckpartys. Und hat das gemacht, eine Zeit lang, bis Jahr. Also wirklich durchgezogen, also Lehre, gelernt und wirklich praktisch jeden Abend habe ich eine Schmuckparty organisiert. und dann hat es sich ergeben, dass mich ein Kollege dort mal so gesprochen hat und gesagt hat, hey, ich sehe da, du bist fleissig, probierst mehr und mehr Erfolg haben im Leben. Hey, ich habe etwas Besseres für dich. Komm mal mit, lass dir's an. Und dort habe ich dann die Finanzbranche kennenlernen. Okay. Und hat mich dann begeistert. Die Atmosphäre, die Möglichkeiten. Wie alt bist du gewesen, wo 18. 18, 18, ja. wo du in Mit die 18. Finanzbranche nachher... Richtig, mit 18 Reingekommen bist. wo ich reingekommen bin, ja. Dort Okay. habe ich die Finanzbranche kennengelernt, habe dann gestartet. Und so auf dem Weg, jetzt mal kurz formuliert, und ich denke, der Weg, den ich dann gemacht habe, wo ich unglaublich froh bin, also ich bin, seit ich aus der Lehre draussen bin ich eigentlich nie angestellt gewesen. Also ich weiß nicht, was es heisst, irgendwo Wirklich? angestellt sein, Fixum und fixe Vor allem gerade nach der Lehre. Das ist schon früher ein Zeitpunkt zum, ja, also zum wirklich, selber... bin wirklich noch nie so in dem normalen 0815 Okay. noch nie fix angestellt. Also in dem Fall nur der Lehrvertrag. Ist, Nur der Lehrvertrag, genau, wirklich. Sonst immer auf Provisionsbasis Ja, ja. gearbeitet, ohne irgendwelche Sicherheit. Ja. Seit ich aus der Lehre bin. Ja. das, und sind, ich denke, das sind 18 Jahre, oder? das sind 18 Jahre, ja. 18 Jahre. Und ich denke, es ist sicher der ganze Weg bis dahin. Ja. Die berufliche Herausforderungen, die ich haben, private Herausforderungen, die einige auch hatten, aus eigenen Fehlern, die ich gemacht habe. Viele davon, bin auch froh darüber. Ich würde sagen, ich habe sehr intensiv gelebt in einer kurzen Zeit. Und all die Up und Downs und die verschiedenen Arten von Menschen dürfen zu sehen. Ich habe bis 31, 32 sicher weit über 30'000 Menschen vor mir gehabt. Wow. Und das hat mich neugierig gemacht, zum sehen und erkennen, dass es wirklich möglich ist. Und egal von wo das du kommst, es ist möglich, dass du erfolgreicher wirst. Aber es geht nicht nur ums erfolgreicher werden, sondern es geht auch ums glücklich sein Genau. und ums selbstbestimmte Leben. Und ich denke, sehr viele Menschen sehen den Unterschied von diesen 3 Wörtern nicht, sondern haben das Gefühl, es ist alles das Gleiche. Aber es ist nicht alles das Gleiche. Ich durfte sehr viele Menschen kennenlernen, die Millionäre waren, Milliardäre, aber komplett unglücklich und innerlich selbst zerstört. Wiederum auch andere, die einen finanziellen Erfolg haben, aber auch sonst Erfolg haben in der Liebe, in der Gesundheit. Ich durfte Menschen kennenlernen, die finanziell arm waren und auch sonst arm waren. Ja. Also vom Mindset her meinst du? Vom Mindset Ja, her. ja. Und ich durfte Menschen sehen, die nicht viel Geld hatten, aber ein wunderschönes Leben geführt haben. Und all diese verschiedenen Persönlichkeiten hat mich interessiert, weshalb und warum. Und bin in die Tiefe, habe gearbeitet, habe Weiterbildungen gemacht. Und das hat mich fasziniert. Fasziniert, dass es mich dazu bewegt hat, den Weg selber zu gehen. Weil ich gesehen habe, wie ich all die Herausforderungen hatte meistern selber. Und wie viele Menschen, die mich dabei unterstützt haben, Fachpersonen, und die gesagt haben, hey, das muss es geben. Man muss es in einer grossen Art und Weise machen. Und das hat mich dazu bewegt, vor 4 Jahren mich zu entscheiden, den Weg zu gehen. Hammer. Ich habe jetzt vielleicht noch ganz kurz, ich will gerne nachhaken, wie irgendetwas, was du vorhin gesagt hast. Gerne. Du hast gesagt, du hast viele Fehler gemacht und bist froh darüber, dass du die gemacht hast. Das ist vielleicht noch ein guter Approach an die Leute, an uns, für jeden. Das ist noch wichtige Akzeptanz im Kopf, dass man sagt, die Fehler, die man macht, man muss auch froh sein, dass man die gemacht hat, man hat die Entscheidung getroffen. Und man lernt aus dem Ganzen. Definitiv. Ich finde, das ist ein wichtiger Satz, den du tätigt hast, den du rausgelassen hast. Definitiv, weil ich denke, viele Menschen fragen sich, hey, wie finde ich meinen Traumpartner? Oder wie schaffe ich es? Geht halt nicht einfach so. Kannst nicht Genau, einfach schnipsen und ist da. Ja. Absolut. Und nur all das herausfinden, was du wirklich willst. Passion, wie du vorhin schon gesagt hast, Passion findest du in den Up und Downs. Passion findest du nicht, indem du Sicherheit hast. Und ich denke, die grösste Herausforderung, die wir heutzutage haben in der Gesellschaft, ist die übermäßige Sicherheit, die man sucht. Und oft ist die Sicherheit nicht eine Sicherheit, sondern tendenziell eher eine Abhängigkeit.
Und in dieser Form, in dieser Gewohnheit, in der Komfortzone wirst du nie herausfinden, was effektiv deine Passion ist, für was du da bist und wer auch zu dir gehört. Ja? Weil oft haben wir Menschen um uns, die vielleicht nicht zu uns gehören. Ja, definitiv. Das kann man nur untermalen. Ja. Jetzt so, Und das passiert nur durch Fehler. Ja. Was hast du denn? Hast du denn Weiterbildung gemacht? Wie bist du denn zu dem gekommen, dass du so viel Wissen? Ja, sicher. Also Großteil ist sicher die Erfahrung, persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe. Coaches, die mich begleitet haben, die begleitet haben und heute noch begleitet. Ich werde bis zu meinem letzten Tag von meinem Leben werde ich immer Menschen haben, die mich begleiten. Weil ich sage mir, wir sind auf die Welt gekommen und hätten wir unsere Eltern nicht gehabt, die uns beigebracht hätten, zu laufen oder zu reden, dann wären wir irgendwo im Amazonas aufgewachsen, dann würden wir nicht laufen wie Menschen, sondern eher wie Tiere. Genau, ja. Also wir haben ja irgendwelche Absolut. Menschen gehabt, die uns den Weg gezeigt haben. Ja, Und das braucht es immer. Ja? Und die holen etwas aus dir raus, wo du vielleicht alleine nicht erkennst in gewissen Situationen. Und denken, das ist auch oft eine Problematik in der Gesellschaft, dass man das Gefühl hat, man muss alles selber können. Und wir haben nie alles selber gemacht. Genau. Nie. Wir haben immer jemanden oder mehrere Menschen gehabt, die uns gezeigt haben, wie es geht. Und irgendwann hört man leider auf damit, oder? Das ist wie bei uns. Wir sind nicht interessant genug, darum holen wir andere Leute im Podcast, dass die irgendetwas interessant. Wir können es auch nicht Sie wollen selber. nur unser Stimme hören. Wären ihr nicht interessant, wären wir nicht da, oder? Auch nicht schlecht. Der ist nice. Der ist nice. Schön werden wir auch mal pushen in unserem eigenen Podcast. Nein, sicher die Erfahrung, die ich gesammelt habe, hat sicher einen grossen Stellenwert für das, was ich heute kann. Aber sicher auch Ausbildungen. Ja? Verschiedene Leadership-Ausbildungen, Verkaufsausbildungen, Management. Dann NLP, das ist eines der erfolgreichsten, bekanntesten Coaching-Ausbildungen weltweit, wo eigentlich die grössten Speaker, auch die amerikanischen Speaker, verwendet. Hypnose, Therapeut und so weiter und so fort. Also, Was heißt denn genau Speaker? Was kann man sich da... Speaker ist natürlich sehr weit verbreitet, das Wort. Oder auch das Wort Coach ist sehr weit verbreitet. Ist ja nicht irgendetwas Geschütztes oder so. Es gibt verschiedene Arten. Es gibt einen Coach, der dich begleitet. Ja, das Wort Coach kommt ja sehr stark aus dem Sport. Ja, ein Coach ist da, zum das Bestmögliche aus dir rausholen. Nicht zum dir sagen, was du machen sollst. Sondern das ist ein Trainer. Ein Trainer bringt dir bei, wie du es machen sollst. Ein Coach begleitet dich und geht davon aus, dass du das Know-how und das Potenzial in dir hast, aber oft du dir nicht die Fragen stellst, die dazu führen, dass du es erkennst. Weil wir führen einen ständigen Dialog mit uns selber. Und du stellst eine Frage und anhand von dieser Frage sucht unser Hirn eine Antwort. Die Frage ist nur, wie qualitativ ist die Frage? Ist sie unqualitativ? Hast du eine unqualitative Antwort? Ja, je nach Frage, die wir stellen, wird das ein interessantes Podcast oder nicht? Ja. Also, ihr stellt die Frage, ich gebe eine Antwort. Und das Gleiche machen wir tagtäglich mit uns selber. Und ich denke, ein Coach ist da, um dir Fragen zu stellen, die du dir eventuell selber nicht stellen würdest. Würdest du denn sagen, gibt es so ein paar, ich weiß nicht, wie man das ausdrückt, ein paar Standardfragen, wo dir selber oder wo die Leute würdest empfehlen, dass sie sich die einfach mal selber stellen, wenn sie auf der Suche sind nach sich selber, nach der Passion, die wir jetzt 2-3 Mal schon angesprochen haben, dass man sich selber vielleicht ein bisschen besser kennenlernen kann, sich besser finden kann. Gibt es so ein paar so Schlüsselfragen? Oder? Schlüsselfragen sind stetige Fragen, wie zum Beispiel einfach im Alltag, wenn du am Morgen stehst, stell dir einfach mal die Frage, auf was freue ich mich heute? Ja, auf was freue ich mich? Auf was freue ich mich heute? Was werde ich heute lernen? Ja? Was wird mir der Tag bringen, damit ich mein Ziel realisieren kann? Das sind die Standardfragen, die du dir jeden Tag stellen kannst. Auf was freust du dich heute? Herauszufinden, hey, was am heutigen Tag hat mir am meisten Spaß gemacht? Was hat mir am wenigsten Spaß gemacht? Stellt man sich die Frage am Ende des Tages, was hat mir heute Spaß gemacht? Was hat mir Freude gemacht? Oder auch Fragen wie zum Beispiel, über was könntest du stundenlang reden? Was könntest du nonst über alles reden und es macht dich nicht müde? Oft ist genau dort, wo du herausfindest, was dich interessiert. Welcher Bereich dich interessiert. Ja, das sind so Fragen, die man sich stellen kann. Was macht dir Freude? Was hast du als Kind gerne gemacht?
Wenn du heute 80 wärst, wie würdest du deine Geschichte, wie würdest du wollen, dass Menschen über dich erzählen, über dich reden? Was würdest du wollen, dass in deinem Grab steht? Was für ein Satz, was für eine Metapher? Was sollten deine Kinder über dich erzählen? Was sollten deine Enkelkinder über dich erzählen? Also, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Fragen, die man sich kann stellen kann. Was für eine Legacy, dass man hinterlässt. Genau. Absolut. Es ist mir eine Ehre, dass ich immer die Videos aufnehmen kann. Und ich kenne den Manu eigentlich schon seit längerem. Und Kennst du mich schon jedes besser als ich Seminar, selber schon wahrscheinlich? 50 Seminare, die ich aufgenommen habe. Aber ich bin dir ehrlich, sehr viel sprechen mich immer darauf an und sagen, wieso machst du das in der Schweiz? Wieso gehst du ein Seminar in der Schweiz? Das kommt gar nicht bei diesen Leuten an, weil die Schweizer sind verklemmt. Das weiss man. Die sind nicht wie die Deutschen. Die Deutschen haben 10.000 Leute, die dort an diesen Seminar gehen oder Tamis. Von dort kommt es. Und ich denke, in der Schweiz braucht es genau, weil es gibt Eisbrecher, so viel. ja, so Leute, die Aber Eisbrecher wieso machst du das in der Schweiz? Auf das gebe ich dir eine ganz einfache Antwort. Wenn du das machst, was alle machen, wirst du das sein, was alle sind. Ja. Wenn du den Unterschied ausmachen willst, du musst etwas machen, was sich die wenigsten getrauen. Das ist mal zum einen. Das ist ein Grundsatz, Glaubenssatz, den ich mir entwickelt habe über Jahre. Weil wenn du das machst, was 1000 andere machen, Ja, genau. aber du willst mehr Erfolg oder du willst mehr Glück oder was auch immer, hey, dann, das ist nicht der richtige Weg. Ja? Ja. Dann bringt es dir nicht, dass du postest, geile Zitate postest, aber nicht das Ja, machst, ja. was du postest. Ja, oder? das ist so. Es gibt ganz viele, die schöne Sachen posten, aber Genau. nicht danach leben. Also ich denke, das ist ein Grundsatz. Desto schwieriger das es ist, desto mehr motiviert es mich, es zu machen. Ja? Ja. Weil schlussendlich bringt mich das weiter. Ja? Es führt dazu, dass ich wachse. Absolut. Und ich will wachsen. Ich denke, wir sind auf der Welt zum Wachsen, Das zum ist Lernen. Und wir sterben ungelernt. Wir werden nie Ausgelernt sein. ausgelernt sein. Aber wieso sind wir so verklemmt da? Was haben wir? Wieso lassen wir das nicht zu, dass jemand uns helfen will? Also weißt, dank deinem Seminar bin ich auch sehr viel weitergekommen mit meinem Mindset und so. Dankeschön. Und wieso, weißt, und dann finde ich manchmal sehe ich so Leute, die sehr Potenzial haben und dann biete ich ihnen das an, komm doch mal vorbei und die sagen, möchtest du mir noch mal mit der Hand? Nein, das ist nicht für mich. Es ist oft wissen wir primär, sind wir grundsätzlich für etwas, was wir nicht kennen, ist der Mensch vorsichtig. Schon mal negativ eingestellt. Schon mal Ja. negativ eingestellt. Negativ eingestellt oft nicht mal unbedingt negativ, sondern es ist das Unwissen und Unsicherheit im Vorfeld schon die Garantie zu haben, dass man etwas bringt. Ja. Wenn Menschen wüssten, dass es ihnen etwas bringt, dann würden sie sich dementsprechend auch ihre getrauen zu kommen. Aber die Menschen haben das Wissen nicht. Sie haben das Wissen nicht und sie sehen nicht ein, was sie aus sich herausholen können. Und das macht Leute grundsätzlich eher skeptisch. Was völlig okay ist. Und es ist auch gut so, dass es so ist. Und ich denke, das ist sicher ein Grund. In der Schweiz ist es so in dieser Art und Weise ist es noch nicht lang verbreitet. Genau. Wenn wir überlegen, in Deutschland oder in Amerika oder andere Länder, ist die Thematik Persönlichkeitsentwicklung, Coach. Ich meine, in Amerika hast du einen Coach, gehst du auch damit. Ja? Es ist cool, es ist geil. Und jeder sagt, wow, geil, hast du einen, wow. Also es ist etwas Positives. Sie verstecken es nicht. Sie verstecken es nicht, sondern sie Teile. geben ihr damit an. Genau. Sie geben dir Dass man damit schon so an. weit ist und sagt, ey, ich Genau. lasse mich darauf ein, um mich, Absolut. um mich weiterentwickeln. Und da ist es noch nicht so weit. Ja, Punkt 1, und wir haben das Gefühl, ja, wir Schweizer, sage jetzt mal so, haben das Gefühl, dass es uns muss gut gehen muss. Ja? Wir haben das Gefühl, uns muss es gut gehen. Hey, wir leben doch in der Schweiz. Ich meine, hey, uns geht es so gut, wir haben alles, wir haben ein super Sozialsystem, wir haben ein super Gesundheitssystem, wir verdienen doch alle ganz viel und gutes Geld im Verhältnis zu anderen. Und anhand von dem haben wir das Gefühl, es geht uns gut. Und es ist wie eine Schande zuzugeben, dass es mir nicht gut geht. Und es geht ja nicht darum, dass es mir nicht muss gut gehen muss, damit ich mich weiterentwickle. Um Gottes Namen. Ich habe gar nichts damit zu tun. Sondern es geht darum, noch mehr aus mir rauszuholen. Es ist ja nicht, dass so Seminare drin, Coach und Trainer, wenn ich todkrank bin, gehe ich nicht zu einem Personal Trainer. Ja, da kann er mir auch nicht mehr helfen. Also, Du gehst zum Arzt. Du gehst zum Arzt. Also es geht darum,
das Potenzial aus sich herausschöpfen, wo in uns steckt. Und in jedem steckt mehr drin. Jedem von uns. Ich finde das etwas mega Schönes bei so Leuten wie dir, dass du pushst eigentlich die Leute dazu, dass irgendwann, wenn sie älter sind oder wenn wir älter sind, dass man die Frage, wo man sich immer stellt, oder wenn man sagt, ich bereue irgendetwas, Absolut. dass man das, für mich bist du einer von denen, der das versucht zu vernichten. Genau. Dass man genau den Gedanken, irgendwann, wenn wir 55 sind oder wie alt auch immer, dass sich Leute dann nicht die Frage oder die Aussage nicht stellen müssen, dass man sagt, gut, hätte ich das gemacht, hätte ich es probiert, ich hätte, glaube viel mehr aus mir können machen. Ich hätte viel mehr können. Darum ist genau ein Coach oder irgendjemand, der einen begleitet, der einem hilft, selber zu wachsen. Fundamental. Coach, es ist ja nicht, allein schon nur, wenn du ein wunderbares Umfeld hast, das motivierend und inspirierend ist, das ist schon extrem hilfreich. Allein schon, wenn du ein Buch liest, ich sage allgemein, sich mit dieser Thematik beschäftigen. Um das geht es. Wir tun uns zu wenig beschäftigen mit dem menschlichen Potenzial, mit dem körperlichen, mit dem geistigen Potenzial, was alles vorhanden ist. Und da, es fehlt das Wissen. Wegen dem denke ich, die Skepsis und all die Aussagen, die kommen. Genau. Und, aber in 10 Jahren ist es normal. Jetzt alle, die gerade jetzt sehr unglücklich sind oder gerade eine schwierige Phase haben, was für einen Tipp würdest du in diesen Leuten jetzt geben? Weil irgendwie die Zeit jetzt da ist ein bisschen so die, wie sagt man? Winter, so die Depri-Phase, nicht? Wo sich jeder ein bisschen versteckt und nachdenklich macht und es ist Ende Jahr und habe ich meine Jahressätze erfüllt und so weiter. Was für einen Tipp könntest du diesen Leuten geben? Ein Tipp, du hast mögliche folgende Entscheidung, die du treffen kannst. Du kannst dich auf das fokussieren, was in diesem Jahr nicht gut war. Oder du fragst dich, auf was bin ich stolz und dankbar in diesem Jahr. Und ich bin überzeugt, dass jeder Mensch irgendwo eine Situation hat oder einen Moment hat, wo er ein positives Gefühl verspürt hat. Freude, Spass, Geborgenheit, Euphorie, Begeisterung, egal was es war. Frag dich, welchen Moment hast du von denen? Und fokussier dich auf die. Ja, weil wir konzentrieren uns meistens auf das Negative, was nicht gut war. Oder wir vergleichen uns mit anderen, was sie haben. Genau. Und wenn du dich vergleichst, vergleich dich richtig. Weil oft gibt es Menschen, die sagen, ich vergleiche mich nicht. Das ist ein Bullshit. Jeder Mensch vergleicht sich. Bewusst und unbewusst. Ja, vor allem mit den sozialen Medien und allem. Erst recht, du tust dich automatisch Definitiv. vergleichen und das ist völlig okay. Ja? Aber vergleich dich so, dass es dir hilft zu wachsen. Also, frag dich, auf was bist du dankbar und stolz das Jahr? Was hast du gemeistert? Was für Momente hast du gehabt, die dich inspiriert haben? Und geh wieder zurück. Ja? Auch wieder zurückgehen. Frag dich mal, wo bist du mit 10, mit 15, mit 20 und wo stehst du heute? Und heute wirst du irgendwo in einem Lebensbereich wirst du weiter sein, als du bist vor ein paar Jahren. Und nimm diese Situation, diese Momente, fokussiere dich auf die und bist dankbar und stolz für diese Momente, für dein Wachstum. Also entscheide dich, dass du dich auf das konzentrierst und vergleichst, wo in dir Freude, Spaß und Euphorie auslöst. Weil es ist die Entscheidung, die uns hilft zu wachsen. Es gibt, egal was du im Leben wirst haben, egal wie viel Geld, egal wie viel Materialismus, egal wie viele Menschen du um dich hast, du wirst immer Herausforderungen haben. Das wird sich nie ändern. Probleme werden nicht kleiner, die werden tendenziell größer. Der Unterschied ist, Menschen, die stets wachsen und sich glücklicher fühlen oder erfolgreicher sind, die haben nicht eine spezielle Gabe. Die fokussieren sich eher auf das, was sie inspiriert und motiviert. Es ist der Fokus auf die Sache. Und die Entscheidungen zu treffen, dass ich mich vergleiche, dass es mir hilft, gut zu gehen. Es geht um das. Ja, das würde ich sicher den Leuten empfehlen. Einfach aufs Positive fokussieren. Genau, auf Momente fokussieren, wo wirklich du dankbar bist und stolz bist. Ja. Wo du gemeistert hast. Ja, auf das würde ich den Leuten empfehlen. Auch kleine Sachen. Weißt, es muss nicht unbedingt etwas riesig sein. Es können ja auch kleine... Ganz kleine Sachen. Absolut. Absolut. Weil schlussendlich das, was für mich vielleicht groß ist für dich klein. Ja. Oder? Das heißt, es ist ja nicht, jeder interpretiert es anders. Jeder hat eine andere Ausgangslage. Genau. Du motivierst so viele Leute
Ja. und machst so viele Videos. Wie motiviert sich selber der Manu? Also, Wie? was machst du, dass du dich motivierst, dass kannst du andere motivieren? Also, es ist im Fall nicht, dass ich nonstop motiviert bin, um Gottes Namen, gar nicht. Absolut nicht. Und Also wenn die Kamera aus ist, nur noch lädt, niemand am Lachen, genau, nichts. genau, um Gottes Namen. Ich bin nicht immer motiviert. Ich habe sehr viele Herausforderungen, oft auch negative Gedanken. Also, das heisst, es wäre komplett falsch und jeder, der von sich das Gefühl vermittelt, dass er da keine Herausforderung hat im Leben, hat die meisten Herausforderungen. Also, auch ganz viele davon. Danke, lieber Gott, dass ich sie habe und ich wünsche mir noch ganz viel in meinem Leben. Wow. Ich motiviere mich. Ich habe sicher ein Tagesritual, das ich mir aufgebaut habe am Morgen. Ich stehe sehr früh auf am Morgen. Das ist aber früh. Ja, genau. Wer? Also zwischen 4:30 und 6:30 Uhr. Genau. Ausser, wie gesagt, es gibt. Nein, da müssen wir Applaus geben. Ich hab gedacht, du lässt das iPhone-Wecker laufen. Nicht. Genau. Ausser, es gibt Situationen. Dezember ist sicher intensiver mit all den Weihnachtsessen. Das ist schon nicht so, dass ich jeden Tag um 4:30 aufgestanden bin. Oft bin ich dann heimgekommen. Wie schaffst du das am 4:30 aufstehen? Es ist eine Gewohnheit. Es ist eine Gewohnheit und eine Überzeugung. Ja, es ist eine persönliche Überzeugung. Die Überzeugung ist entstanden, weil ich mich mit verschiedenen Leuten beschäftigt habe. Ja? Ob aus der Sicht Religionen, ob aus der Sicht wissenschaftlich, ob aus der spirituellen Sicht. Und egal, was ich gelesen habe, überall, oder auch Unternehmer, erfolgreiche Unternehmer und überall, hast du die Botschaft oder die Aussage, am Morgen früh aufstehen, ist positiv, wenn du eine einmalige Energie am Morgen verspürst. Ja, und du kannst sofort am Morgen sehr vieles erledigen. Und ich meine, ich bin geheiratet, habe 2 Kinder und meine Kinder stehen irgendwann auf. Meine Frau auch. Und die wollen ja irgendetwas von dir. Ja. Jetzt stell dir vor, du stehst um 7 Uhr auf, deine Kinder stehen um 7 Uhr auf, du hast gar keine Zeit für dich. Also du hast keinen Raum für dich, um mal anzukommen. Also du bist sofort... wird von dir verlangt. Ja? Du bist sofort unter Stress. Du musst sofort funktionieren. Du musst sofort funktionieren. Und stell dir vor, du machst das jeden Tag. Oh. Jeden Tag. Du gehst arbeiten, kommst heim, hast wieder ein Kind. Also du hast gar nie Zeit, um bei dir zu sein. Und aus dem Grund sagen wir, hey, nein, das ist für mich wichtig. Die Zeit mit mir selber ist das Wichtigste überhaupt. Sonst kann ich allen anderen Menschen, die mir wichtig sind, nicht ihnen das geben, was sie brauchen. Darum, wir haben noch kein Kind und wir können noch bis am 8 schlafen. Ja, nein, aber ich finde das mega krass, das ist mega geil. Also, und dort habe ich meditiere jeden Morgen, habe meine Meditation, wo ich visioniere, meine Vorstellung, wo ich an, dass ich will. Ja. Ein klares Zukunftsbild und versetze mich in das Bild und lasse all die Emotionen und die Bilder durchlaufen lassen und inspiriere mich, motiviere mich jeden Morgen und weiss, wohin ich will. Das ist sicher ein wichtiger Faktor, dass ich mein Unterbewusstsein so stark programmiert habe, woanders es will. Und dann habe ich Affirmationen, die ich selber generiere, selber aufgeschrieben habe. Affirmationen sind eine Art Aussagen, wo du danach leben willst. Ja. Und die habe ich mir niedergeschrieben und sage mir jeden Morgen. Mache jeden Morgen, wenn ich nicht ins Fitness gehe, tue ich am Morgen einfach für mich 10 bis 20 Minuten mache ich Sport daheim und du sofort das erledigen, was ich nicht gerne mache. Weil, wenn du das machst, was du nicht gerne machst, dann fühlst du dich so stolz. Und ich fühle mich größer, als ich bin. Dann fühlst du dich 1,86. Dann fühlst du dich 1,86. Nicht mehr 1,85. Dann fühlst du dich einfach stolz, weil du weißt, du hast etwas erledigt, was du eigentlich nicht gerne machst. Und das sind so kleine... Das sind wirklich kleine Schritte, wie du vorhin schon gesagt hast, aber die kleinen Schritte, die dazu führen, dass du eine unglaubliche Euphorie und Begeisterung in dir entwickelst. Ja? Und das lässt dich halt motiviert sein. Und zu reflektieren, sicher. Am Abend reflektieren, während dem Tag reflektieren und die Sachen an, wie sie sind. Weißt du, was ich meine? Sorry für den Ausdruck jetzt, Scheiße, Mann. Wenn es mal Scheiße läuft, dann läuft Scheiße. Fuck off, was ist das Problem? Läuft sehr gut, läuft sehr. Hast weniger.
Punkt. Voll. Was ist das Problem? Es regnet, ja, die Sonne kommt. Also Ja. nicht immer so der Das kann man auf T-Shirts drucken. Es regnet, amigo. Aber die Sonne kommt Ja, wieder. ist scheißegal. Es ist, oder wir haben immer das Du Gefühl, kannst wirklich auf T-Shirts drucken. Ja. es geht nicht immer mehr jeden Tag. Es geht nicht nur Wachstum, es geht nicht nur aufwärts. Es geht mal abwärts und verdammt genieß, wenn es abwärts geht. Auch das ist geil. Brüllst dann brüllst, schreist dann schreist. Willst du in die Wand schlagen? Mach's. Mach's in dem Moment. Es ist halt oftmals, wie vorhin schon mal angesprochen, mit sozialen Medien, man sieht immer nur, dort sieht man immer nur jeden Tag 25% aufwärts, besser. Bravo. Aber das ist nicht die Realität. Das ist nicht Realität. Absolut realitätsfern. Wir müssen auch mal akzeptieren, dass wir einen Schritt mal retour machen. Vielleicht Genau. mal einmal zwei, was willst du machen? Absolut. Das, Absolut. aber Absolut. wenn ich faszinierend finde, bei Persönlichkeiten, die mich beeindrucken, ist das eigentlich immer so, dass das Leute, die sich mit sich selber beschäftigen, Ja. also dass man nicht nur auf andere schaut, sondern auch auf sich selber schaut. Also man Absolut. muss ja mit sich Sehr selber wichtig. klarkommen. Genau. Schlussendlich bist du ja der Mensch, der mit deiner Psyche, mit Ja. deinem eigenen Geist, mit deiner eigenen Seele muss klarkommen. Ja. Und du musst dich mit dem beschäftigen, du musst dich pflegen. Ist ja Genau. wie mit jeder Beziehung. Das habe ich Mit- vom, Ja. das habe ich von Frau, Manu gelernt, auch in einem Seminar, dass zuerst muss man sich gut fühlen, damit du den anderen kannst weiterhelfen. Absolut. Und das ist so. seitdem Ja, eben. verfolge ich das mega Ich so. meine, das ist auch der Grund, warum viele Beziehungen im Allgemeinen nicht funktionieren. Ich meine, viele Beziehungen, viele Menschen wollen eine Beziehung, weil sie nicht allein sein wollen. Es geht ja nicht darum, Ja. dass sie eine Beziehung wollen, weil sie am Partner einen Mehrwert wirklich bieten wollen oder Liebe geben wollen, sondern sie Liebe brauchen. Und alles, was du brauchst, wenn du das selber nicht gibst, ist eine Kompensation. Und es Ja. wird nie gut sein. Ja, es ist nie gut. Und irgendwann gibt der andere zu viel, aber du hast nichts zu geben. Also wird der andere dir das nicht mehr geben, was er gegeben hat. Und dort fängt halt meistens genau die toxische Beziehung an. Und Fängt es an egal, bröckeln dort. genau, und egal in welcher Ebene, ob Beziehung mit einer Partnerin oder Beziehung zu Freunden oder im Business oder zu Egal, einem oder? Kunden, es ist eine Beziehungsebene. Ja, es gibt verschiedene Ja. Arten, aber es ist immer eine Beziehung. Immer zwei Menschen. So viel, es kommen so viele Leute mit Problemen zu dir. Ich habe schon sehr viele Geschichten dürfen mit begleiten, vor allem wenn ich die Videos aufgenommen habe. Wie verarbeitest du das? Weißt, nimmt dich das nicht manchmal mega mit, wenn du dir so Sachen Also erzählen? es gibt schon Geschichten, die mich sicher mitnehmen, vor allem mal in der Behandlung von dieser Thematik, wenn es um Vergewaltigungen geht, wenn es um Missbrauch geht, dann sind das schon, muss ich schon sagen, nimmt mich das schon mit. Ja. Bin meistens auch sehr erschöpft nach so einer Behandlung. Aber erzählen sie dir das direkt, was das Problem ist? Oder direkt musst du sehr das, selten. wie geht so eine Sehr- Privat-Coaching? Sehr selten. Die meisten Menschen kommen, weil sie meinen, dass es an dem liegt. Okay. Aber meistens liegt es komplett etwas anderem. Ja, Okay. und warum das so ist, und das hast du vorhin gerade schon gesagt, das ist, weil man sich sehr selten mit sich selber auseinandersetzt, weil man abgelenkt ist. Ja. Und also wir sind nonstop. Die meisten Menschen sind durchgehend abgelenkt. Und wissen genau aus dem Grund nicht, an was sie arbeiten müssen. Und kennen ihre Stärken und ihre Schwächen nicht und so weiter und so fort. Abgelenkt heisst, du stehst auf. Wenn das Erste, was du machst, das Handy in die Hand nimmst, wirst du sofort abgelenkt. Wenn du schaffst, bist du auch abgelenkt. Wenn du mit Freunden bist, bist du auch abgelenkt. Du bist nonstop abgelenkt, weil du machst etwas für jemanden oder für etwas, ja, aber nicht für dich. Für dich bist du dann, wenn du allein mit dir bist und mit dir selber kommunizierst. Dann bist du in dir inne. Ja? Und dann kannst du raus. Ja? Ja. Nachdem dass du mit dir geredet hast, dann kannst du raus, aber du hast eher eine bewusste Entscheidung getroffen. Und oft kommen die Leute, meinen, es liegt an etwas, aber es liegt komplett etwas anderem. Und Leute, die so extreme Schicksalsschläge haben, sind nicht oft sofort ehrlich. Oft haben sie es aus den wenigsten Menschen mitteilt, dass sie das erlebt haben. Und natürlich braucht es ein gewisses Vertrauen, bis es sich öffnet. Ist ja oft mal also mit Problem, wenn du es einfach mal laut ausgesprochen hast. Also weißt, wenn du irgendjemand Ja. mal Ja, gesagt genau. hast, irgendein Problem, Ist schon mal, dann ist schon mal, Bravo. du tust empowern. Absolut. Du nimmst ein bisschen Kraft von dem Absolut. Wertung, von dem Das ist es so. Gewicht von dem Problem weg Das und ist Angst, so. vor allem auch Angst weg von dem Problem, wenn es Ja. mal einfach ausgesprochen ist. Genau, Wenn das ist so. wenn ihr ein Problem habt, einfach an einen Kollegen sagen, deinen Ja, Eltern, deinem Vater, absolut. deiner Mutter,
Das Muss haben nicht wir unbedingt- schon sehr oft gehört. Ja, ist Absolut. ja nicht nur Einfach so, raus. ist ja nicht unbedingt nur, Genau. ich sage jetzt nicht unbedingt ein Psychologe oder einfach. Wichtig ist, überleg, wem sagst. Das ist Ja, schon ja, wichtig. ja, definitiv, weil, ja. Oft habe ich ich liebe meine Eltern über alles, um Gottes Namen, ganz viel Liebe von meinen Eltern. Aber wenn ich mit meiner Mami über Probleme geredet hätte, hat sie aus dem noch mehr Problem gemacht. Ja. Also, weil sie einfach weil sie einfach so ein Typ so ist, oder? Ja. Also frag dich immer, okay, wenn du über etwas redest, was kommt zurück? Ja? Und oft einfach zulassen. Oder? Man hat oft das Gefühl, man muss immer irgendetwas sagen, oft lasse ich einfach nur zu. Ja? Einfach damit sie die Möglichkeit haben, das rauszulassen. Oft langt das schon. Und wir probieren immer wieder Tipps und Feedbacks. Ja, mach so, mach so, mach so. Es geht, gebt einfach mal den Menschen Zeit, Aufmerksamkeit und lasst Menschen reden. Und sagen einfach nicht. Ein bisschen entfalten lassen. Einfach mal, genau. Das hilft oft schon so. Oder? Kannst du vielleicht zu dem Personal Coaching vielleicht eine Geschichte erzählen, die vielleicht sehr intensiv war für dich, wo du begleitet hast, die den Zuhörern kannst mitteilen? Das kann ich machen. Ich kann eine Geschichte erzählen. Ich erzähle jetzt zwei. Die eine ist sicher von einer Person, wo in den jungen Jahren, wenn ich jung sage, ist mit 14 wo vergewaltigt worden ist. Und das ist das eine, wo sie eigentlich nie jemandem mitteilt hat, weil sie sich dafür geschämt hat. Das ist oft die Problematik bei Vergewaltigungen oder allgemein Missbrauch, dass sie sich weniger trauen, über das zu reden, weil sie sich dreckig fühlen und fremdgeschämt. Und es hat nie jemandem groß mitteilt. Mit 15 ist sie schwanger wurde von jemand anderem, wo dann das Kind nicht akzeptiert hat. Also mit 16 Mutter, Lehre. Also schon bereits zwischen 14 und 16 extreme Schicksalsschläge, wo sie hat, trotzdem die Lehre absolviert hat und sich verpflichtet hat, für das Kind dort zu sein, weil alle Leute in ihrem Umfeld ihr empfohlen haben, das Kind nicht auf die Welt bringen, weil sie es nicht schaffen wird. Und sie hat unbewusst natürlich den Drang entwickelt, allen zu zeigen, dass sie es kann. Aber hat sich selber aufgegeben. Komplett aufgegeben. Ist übergewichtig gewesen, unzufrieden, hat keinen Social-Media-Kanal gehabt, hat sich nicht getraut, Fotos zu posten. Also wirklich für sich allein und sich nicht Sehr getraut isoliert. zu öffnen, sehr isoliert. Und natürlich dann Meinung bildet, dass sie einfach so ist. Ja. Und wo wir dann das gelöst haben, das akzeptiert haben und das als Chance betrachtet haben, das ist jetzt vielleicht mega blöd für viele, die zulassen, akzeptiert und die Chance gesehen in der Vergewaltigung, das ist mega krass, haben sie so gehört. Aber alles im Leben hat einen Grund und wir bestimmen, welchen Grund das wir dem geben. Und wenn ich es so interpretiere, dass es mir schadet, verdammte Scheiße, hey, hör auf, dich selber zu vermitteln, das bringt dir einfach nichts. Es hilft dir nicht. Es hilft dir nicht zu wachsen, sondern es ist dir widerfahren. Sieh das als Chance, um anderen Menschen zu helfen. Wachs aus dem. Weil ich denke, die meisten Menschen, die Außergewöhnliches erreicht haben auf dieser Welt, sind Menschen, die extreme Schmerzen erlitten haben. Und die haben aus dem etwas Großartiges gemacht. Und dann ganz viele andere Menschen oder allgemein in der Welt durch das können helfen. Und so haben wir es angefangen anders zu interpretieren. Das ist mit der Erfahrung teilt. Teilt, ja. Und sie hat den Job aufgehört, sie hat den Job gekündigt, hat Weiterbildungen gemacht, macht heute komplett etwas anderes, ist heute 30 Kilo leichter, also vom Gewicht, hat eine wunderbare Beziehung und hat einen Social-Media-Kanal, postet, tut andere, die es ähnlich erlebt haben, unterstützen. Also innerhalb von 2,5 Jahren hat sie ihr Leben komplett gewandelt. Und hat die Chance, damit gesehen, zum anderen, Absolut. anderen die Last von der Seele zu nehmen. Genau. Mit so Themen. Das ist definitiv etwas, was man supporten kann. Ja. Mega. Ja, das ist mal die eine. Das andere ist, ich habe sehr viele Leute, die zu mir kommen, die allgemein erfolgreicher werden wollen, ja, ob jetzt im Business. Und oft, da könnte ich hunderte Geschichten erzählen, aber oft ist die Problematik, dass man das Potenzial nicht sieht. Und ich mache das Beispiel, wenn ich sage, hey, ich will jetzt 10, 20, 30'000 Franken verdienen. Als Beispiel, ja. Ich will mein eigenes Business aufbauen, meinen Traum verfolgen, aber ich mir innerlich sage, hey, aber Sicherheit ist mir wichtig. Oh, was wäre,
wenn ich scheitern würde, was würden andere denken? Und oft sind das innerliche Inkongruenzen, die uns davon abhalten, zu wachsen. Eigentlich wollen wir, ja, du gibst Gas, aber gleichzeitig bremst. Und der Brems, das sind die limitierten Glaubenssätze oder die Interpretierung zur Sicherheit, die Interpretierung von, was ist, wenn ich scheitere. Und oft frag dich selber, oder? Hey, was willst du erreichen? Ja, was ist das, was du erreichen willst? Willst du dich getrauen, selbstständig zu machen? Willst du dich getrauen, eine neue Position anzunehmen, eine neue Weiterbildung? Und frag dich in dem Moment, hey, was ist der Grund, weshalb ich es noch nicht erreicht habe? Was denkst du über Geld? Was denkst du über Erfolg? Was denkst du über das Scheitern? Was denkst du über Leistungsentlöhnung? Was denkst du über die Sicherheit? Was denkst du darüber? Und dann ist ganz wichtig, wer hat dir das gesagt, dass es so ist? Weil es ist ja nicht, dass wir uns das gesagt haben. Genau. Wir haben jemanden gesehen oder jemanden gehört, der das gemacht hat oder gesagt hat. Und oft übernehmen wir Glaubenssätze von anderen Menschen, die aber nicht uns gehört. Ja, es gehört nicht uns. Ja, wenn mein Vater oder meine Mutter dort übernimmst einfach einen Gedankengang. Oder meine Mutter hat gesagt, als wir gesagt haben, hey, ich gehe nicht studieren, ich schaffe 100% auf Provision. Sie hat, glaube ich, fast ein Jahr nicht mit mir geredet. Ja? Aber hey, das ist ihre persönliche Meinung, die sie behalten darf, aber es ist nicht meine Meinung. Ist halt auch, ich finde vor allem auch, wenn man mit Leuten aus einer anderen Generation redet, absolut. Halt, die haben ganz andere Glaubenssätze, die sehen die Welt ganz anders. Da kannst das sind ja die grössten du kannst ja auch nicht Differenzen. sein. Ja, absolut. Ja. Hey, meine Mutter hat es ja gut gemeint. Ja, sie hat, aus ihrer Perspektive hat sie mir eine Meinung abgegeben, die sie gut meint. Ja, also ich kann sie nicht beschuldigen für das. Ja. Das ist die Frage, was mache ich daraus? Es hören uns jetzt noch sicher sehr viele junge Leute. Kannst du ihnen vielleicht einen Tipp geben, wie können sie das mit dem... Es gibt so viele, die hören, ja, meine Eltern lassen es nicht zu. Was kann man machen dagegen? Im primären Moment bis deiner Entscheidung treu. Ja, gang deinen Weg. Und auch wenn du Konfrontationen haben wirst, es ist immer wichtig, dass die Leute sich bewusst sind, die Eltern wollen nur das Beste für uns. Und die Aussage, die sie tätigen, macht das nicht, ja, ist, weil sie es gut meinen. Aber das heisst nicht, dass es gut ist. Beweise es, dass die Entscheidung, die du treffen willst, dass es dazu führt, dass du das erreichst, was sie wollen, dass du erreichst. Und sie wollen nicht, dass du glücklich bist. Sie wollen nur, dass du glücklich bist. Und der Weg dorthin aber wird vielleicht ein bisschen holprig. Ja. Du willst auf Widerstand stoßen, aber bist in deiner Entscheidung treu und glaub an deine Entscheidung. Ja. Wenn du aber die Entscheidung triffst, aber dann nicht das machst, was es braucht, um dann das zu bekommen, dann lass lieber sein und mach das, was deine Eltern sagen. Es muss dir halt auch einfach bewusst sein, wenn du nicht einfach den Weg gehen willst, wo dir alle dich reinzwingen für den Weg, dann muss dir einfach bewusst sein, Amigo, du darfst keine Angst haben vor der Konfrontation. Bravo, du musst daheim so oder so haben. Wenn nicht 9 to 5 willst gehen und den Standardweg willst machen, dann musst du dir einfach bewusst sein. Absolut. Du musst dir wirklich, wirklich bewusst sein, was du machst. Und wenn es Konfrontation gibt, dann musst du ready sein für das. Aber Guys, sind wir ganz ehrlich. Es mit uns so, als würde nicht jeder Mensch täglich Entscheidungen treffen, die die Eltern eigentlich nicht wollen. Also es ist ja nicht so, also für das, was wir wollen, ja, machen wir es ja sowieso, auch wenn wir wissen, die Eltern würden das nicht wollen. Ja. Also oft ist das eine Ausrede, die Leute bringen. Das ist ein guter Punkt. Oft ist eine Ausrede, wer weiß, ein Papi, man so, wenn nicht. Kollege, also ich wollte jetzt krass. Ich verstehe, was ich meine. Ja, du kannst deinen Papi und Mami auch fragen, ob du am Abend darfst gehen. Ja. Ja. Ich weiß, was ich meine. Das machst du ja auch nicht. Ja, machst du es ja trotzdem. Ja. Also oft ist das auch eine Ausrede, wo man sucht. Die einfachste Ausrede, die du gerade hast. Ja, genau. Also jeder, der zulässt, der weiß, er hat schon vieles gemacht, wo vielleicht die Eltern nicht wollen, aber er hat es trotzdem gemacht. Also macht das auch. Macht das auch. So quasi noch nie Strafzug bekommen, noch nie Samstagmorgen gehabt. Über jeden Fußgänger gelaufen, noch nie dann. Cool. Kommen wir zum Thema Seminar. Was du alles so anbietest, Manu. Wie kann man
wie kann man dich kontaktieren, wie kann man die Seminar besuchen? Also, kann man einfach buchen, natürlich online, aber was erwartet die diesen Leuten bei diesen Seminaren? Wenn jetzt jemand zulässt und sagt, Minge, am Manu Gomez würde ich gerne Ja, mal machen. Es ist eine absolute Sekte. Ja, in diesen Sekten bin ich auch zwischen denen. Einfach alle denken und jetzt ausgesprochen haben wir Oder direkt. irgendwann Es ist eine absolute irgendwann Sekte. will ich einfach mitmachen und nicht nur einfach wie du. Es ist mega spannend, wenn alles so aussagt. Ich finde es mega lustig und das ist völlig okay. Und ich verstehe es, dass Leute das sagen. Ja, ich liebe, wenn Leute über sich selber lachen. Ich liebe es. Also wenn ich sage, ja, was ist das? Da muss man ankommen und so. Was soll ich nicht lernen? Oder? Das ist ein Sekt, sag ja, Mann, Mit dem komm Tom Cruise zusammen, oder? Genau. Das ist eine Sekte. Es ist so wie, du gehst in den Ausgang, alle kommen umeinander, ist eine Sekte. Nein. Ey, es ist wirklich eine Plattform. Mir ist es wichtig, dass die Leute verstehen, dass Lernen und Wachstum Spaß macht und Freude macht. Ja? Genau. Und ich meine, jeder kann sich selber fragen, wie sind wir gegangen in der Schule? Du bist in der Schule, alles ruhig, der Lehrer davor und erzählt irgendetwas und alle hocken hinter dem Tisch und die meisten haben doch keinen Bock auf den Scheiß. Weißt du, was ich meine? Oh. Und Entwicklung oder Veränderung ist einfacher, wenn du Freude und Spaß hast. Oder? Und genau aus dem Grund habe ich einfach ein Konzept kreieren, wo die Leute reinkommen und einfach die Dynamik, Musik, Licht und miteinander, füreinander. Und es entstehen oft miteinander Veränderungen. Oft nicht nur ich, wo etwas dazu führen, sondern sind Teilnehmer untereinander, wo dort sind, wo Geschichten erzählen gegenseitig und sich inspirieren und motivieren. Und um das geht es ja. Ja, wenn sich energetische Synapsen bilden. Absolut. Wir können alle voneinander profitieren. Ja. Jeder voneinander. Irgendwo ist ja jeder ein Coach in sich. Weißt du, was ich meine? Weil er eine Geschichte hat, die er gemeistert hat, wo ein anderer vielleicht nicht gemeistert hat. Und erzähle ich über die Geschichte, kann das beim anderen etwas auslösen und sagt, aus dieser Sicht habe ich es noch nie gesehen, habe ich es noch nie interpretiert. Weißt du, ich probiere es. Ja? Und das wollte ich schaffen. Also die Leute müssen wissen, wenn sie kommen, es ist einfach dynamisch, es ist powerful, es gibt Up and Downs, was Emotionen anbelangt. Ja, es ist sehr hoch und sehr tief. Aber es macht Freude und Spaß. Und das ist einfach geil zu sehen, wie die Menschen sich gegenseitig inspirieren und motivieren. Und an diesem Seminar glaube ich wirklich, und das ist der Beweis, dass wir Menschen da sind zum Dienen und da sind, um sich gegenseitig inspirieren. Du hast die Erfahrung gemacht, machst es jedes Mal, siehst es selber. Absolut. Es ist so faszinierend, wie sich die Menschen gegenseitig pushen, umarmen, in die Luft rühren. Es ist Gänsehaut pur. Und es ist schade, dass es nicht mehr gibt. Aber für das sind wir da. Stark. Für mich ist es auch wahre Größe, wenn du nicht nur von deinen eigenen Erfahrungen kannst lernen, sondern von anderen. Also weißt, wenn du etwas erlebst und erzählst das und ich kann etwas daraus lernen und ich werde weiser durch das Ganze, werde intelligenter durch das Ganze, wenn ich einfach von dir kann etwas anschauen oder von anderen Leuten. Das Jahr haben wir das Event Zeit ausbrechen gehabt. Genau. Es war ein mega Event. Mega inspirierend. 6 Speakers oder 7 Speakers. Genau, 7 Speakers. 7 Speakers. 350 Leute haben teilgenommen. Ja, über 350. Also in der Sekte 350 Leute. 357 Leute. Was erwartet uns nächstes Jahr? Also wie siehst du, was kommt nächstes Jahr? Was ist das Ziel? Erzähl mal. Nächstes Jahr ist sicher das Ziel, wenn du jetzt Zeit ausbrechen ansprichst, ist das zu erweitern. Also nächstes Jahr haben wir das Ziel 1000 Leute. Das Jahr Zeit ausbrechen, nächstes Jahr Zeit zum Einbrechen. Banditen denken. Das ist so geil. Ja, das haben wir wirklich auch mehr. Wir werden, jetzt sind alles schon preisgegeben, gewisse Sachen sind wir dann vorbereitet. Aber es wird noch mehr Speaker geben, es wird noch dynamischer, noch vielfältiger. Nächstes Jahr Zeit ausbrechen. Und das Seminar, das wir erweitert haben, auch dort werde ich verschiedene Experten einbauen. Also es kommen einige neue Informationen, Inspirationen und ich kann es kaum erwarten, dass das startet. Und ja. Super. Genau. Nice. Dann sind wir sehr, sehr gespannt. Absolut. Aber zu dem, was du gesagt hast, Zeit ausbrechen, ist mega faszinierend. Wir haben vor 4 Jahren, wo ich mich entschieden habe, wegzugehen, haben sehr viele Leute, und das ist wirklich eine spannende Erfahrung, die ich mitteilen. Vor
mit 18, wo ich mich entschieden habe, zu sagen, hey, ich gehe jetzt den Weg. Ich gehe jetzt nicht studieren, sondern ich gehe jetzt den Weg auf Provisionsweg. Haben praktisch die meisten in meinem Umfeld nicht unbedingt Freude gehabt, die sind ja nicht dafür gewesen, sondern eher dagegen. Gewisse haben auch nicht nur dagegen, sondern haben auch recht mehr verkauft als ich, aber im negativen Sinn. Und jetzt das mal, vor 4 Jahren, wo ich mich entschieden habe, einen neuen Weg wiederzugehen, quasi meine Aktien zu verkaufen vom alten Unternehmen, um das zu machen, haben sehr viele Leute gesagt, Mann, also bist du dumm. Also, du hast jetzt jahrelang das aufgebaut. Du hast finanzielle Sicherheit, du hast dies, du hast das, du hast jenes. Hey, das kannst du doch nicht einfach aufgeben. Und bei mir ist, ich habe gemerkt, Manu, desto mehr, das habe ich von Mourinho. Er sagt, sobald er sich in einer Komfortzone befindet, will er sofort raus. Ja? Das ist so eine Aussage, die er tätigt hat, mal in einem Interview. Und dort habe ich mich eben genau in einer Komfortzone gefühlt, weil es ist ja egal, wie viel Geld das du hast. Wenn du 500 hast und du hast vorher 0 gehabt, ist das viel. Jetzt hast du 3000, ist auch wieder viel. Aber dann ist es wieder normal. Dann hast du 10. Ja, monetäres Glück ist ja nicht messbar. Es ist nicht messbar. 1000 Stutz bist du genau. glücklich. Du bist ja nicht, weißt du, ich meine, irgendwann ist es normal. Also es ist das Wachstum. Oder das Wachstum, das dich glücklich macht. Und es ist wirklich auch die Herausforderung, das Problem, das du meisterst, das dich ja glücklich macht. Weil das löst ja Dopamin aus und das ist ja quasi der Glückshormon. Ja? Und dort habe ich mich entschieden und glaub es, ich habe wirklich erwartet, dass Leute sagen, ja geil. Das ist wirklich meine Erwartungshaltung. Dass Leute sagen, hey, wow, er hat bewiesen, ja, dass er etwas aufgebaut hat und dass sie mich unterstützen und motiviert sind und inspiriert. Hey, es ist faszinierend. Es ist genau das Gleiche wieder passiert. Krass. Wieder Leute sagen, nein, du spinnst, es geht nicht, es funktioniert nicht, keine Jetzt Chance. hast du Sicherheit, hast du ja jetzt gehabt. Ja, Für was? klar. Es ist faszinierend, dass genau das Gleiche passiert ist. Es ist egal, wie viel dass du gemeistert hast, du wirst immer Menschen haben, wo einfach nicht in ihrer Meinung sind und dich davon abhalten, deinen Weg weiterzugehen, deine Reise weiterzugehen. Ja. Und 4 Jahre später, wir haben eben doch Zeit ausbrechen, über 350 Menschen vor 3 Jahren, respektive 3 Jahre, ja, 2021, 22, 23, ja, 21, haben wir angefangen mit 12 Leuten. Ja, jetzt haben wir über 350. Sehr stark. Wie du siehst, also die Absolut. Menschen Ja, wollen. das ist so, Menschen wollen. Es geht ein bisschen langsamer in der Schweiz, aber... Genau. Okay. Darum ich sage, Manu Gomez, the special one. Absolut. Ja, Habe ich vorher nicht schlecht von mit Rui Costa und so. Ich so die Portugiesen, die sind eine Generation weiter. Ladies and Gentlemen. Ich würde sagen, das ist für mich. Ich muss das mega. jetzt 3 Nächte verarbeiten, wenn ich so... Mega. Wenn ich es hier mit bekomme, das Anmeldeformular verzeckt, das ist jetzt im Video beschrieben. Bekommt Luz die eine Einladung über für ein Event oder ein Zeitausbrechen? Ja. Zeit einbrechen, wir haben den Bandit. Wir ein Bandit im Herzen. Leute, Bandit. wenn ihr den Manu wollt, verfolgen, Social Media, auf der Webseite, also er gibt tagtäglich Contents, die wirklich mega inspirierend sind. Schaut mal rein. Kann man nur empfehlen, definitiv. Mega. Ich würde sagen, das war's für heute. Er wäre auf jeden Fall verlinkt auf dem Post bei uns. Ich wollte mich auch bedanken bei euch. Willst du noch etwas mitteilen, vielleicht an den Leuten? Oder hey, ich will mitteilen, sie sollen die Zeit geniessen. Und egal in welcher Form, geniessen sie allein, geniessen mit der Familie, geniessen es und freut dich auf das, was kommt. Nimm mit, was gut war. Gang das Jahr durch und bist stolz und dankbar für was war. Und aus all dem, was nicht gut war, lern daraus, wachs aus dem und freut dich aufs 24. Und ich wollte mich bedanken, dass ich da sein durfte. Für die eure wertvolle Zeit und auch beiden gratulieren. Auch für euch entscheiden, das zu machen. Ja, Dankeschön. Es braucht mehr Menschen wie ihr, die genau das machen, verschiedene Geschichten erzählen und Menschen zu inspirieren. Hey, es ist großartig, wirklich, echt. Danke gratulieren. Danke echt vielmals. cool. Echt cool. Der Applaus, der jetzt kommt, ist für uns. Der Applaus, der jetzt kommt.
Hey, nein. Ladies and Gentlemen. Guys, ganz ehrlich, vielen Menschen ist gar nicht bewusst, wie viel Zeit das ihr aufwendet. Ja, ja. Ja, das- ja, Hey, ja, das ist brutal. Ich muss Schau, ehrlich oder- auch sagen, Und es ist ja nicht, dass ihr jetzt... ist mir im Fall auch nicht am Anfang bewusst gewesen. Ich habe gedacht, ich sehe eine halbe Stunde in der Woche jetzt mehr, jetzt Amigo gesehen, mehr als meine Frau. wirklich, Oder? das Das ist ist brutal. Und wenn ihr macht das aus Gutwill, ist ja nicht, dass ihr mit dem Geld verdient. Also Das ist so. einfach mal klar Absolut. gesagt werden, hey, und das ist Genau. brutal. Und Genau. das muss man schätzen. Und von dem Thank her you. könnt ihr unglaublich stolz sein. Thank you, Luz D. Danke vielmals. so much. Ich würde sagen, Leute, schöner brutale Folge. Schluss. Danke euch vielmals. Kurz Applaus für Manu Gomez, der Special One. Egal wo er sind, kurz Applaus, macht hinter Ja, Autos. genau. Yes, Los baby. rein, das Wir war's sind für da. heute. Bis zum nächsten Mittwoch. Thank you fürs Einschalten. Schaut, liket, kommentiert, sharet und alles zusammen. Yes, Peace out. Talk it like Loose D.